Nord, Süd, Ost, West, Bremen best. Wat Bremers denn Olensbrück immer noch toastimmt, dat weet ich nicht. Mann, wie wird uns das dat mal in Beten ankicken? Bremen, dat Wort kümmt ut dat Old Sassche und bedüht so viel als Ranch oder Fransen. Damit habt ihr de Loch von der Anboten an Rand von de 30 Kilometer lange Weser Dün betegt. Nu seht ihr jo einen niederdütschen Film über Bremen und da muss ich schon natürlich wat heil Wichtiges für die plattdütsche Welt feststellen. Das LZN, das Länderzentrum für Niederdütsch in Bremen. Das Länderzentrum will die plattdütsche Spruch wohnen und erholen und dort giftet auch Masse Anboten und Projekten für. Kickt doch gern mal ob die Internetseite rob oder klickt ob den YouTube-Kanal von LZN. Nur den Domshof kommt ein durch ein Dörgang, die so neumte Bischopnodel. Die giftet also 1274. Ob den Domshof habt ihr düssen großen Stein in Loten. Früher habt ihr dur ob's Beid, damit wollen de Lü jemen Ekel über die gräsigen Toten von Gesche Gottfried udrücken. Gesche Gottfried hätt 15 Menschen dur wären, auch ihr Egenöllern, Kinder und Ehemänner mit dabei umbrächt. An 21. April 1831 hätte ihn er dafür mit enswert den Kopf erfaut. Den Dom habt ihr ut Sandstein an öllere Städen auch ut Tuffstein mogt. He ist der älteste Karg von Bremen. Die Türen von den Dom hätt der Kölner Künstler Peter Fuchs mogt. Dat linke Portal wiest uns Geschichten ut dat Aule, dat rechte ut dat Neue Testament. Die Kanzel ist ein Werk von den dänischen Hofbildhauer Jürgen Kriebel. As ut en Wurdelwachs breit de Kanzelkorf. An de Sieden seht wie de Propheten ut dat Aule Testament. Ob dat Ostchor an de rechte Siedenwand von Portol ist ein Säute Domus versteken. Sie wär freuer ein Teken für Hexen und Düvel, die ihn afholen wollen, nur de Karkeren zu kommen. Nur 265 Stopen ist ein Borben an Südhorn von Bremer Dom anlangt. Hier hätt ein denn in 98,5 Meter Heuchte einen wunderbaren Blick ob den Marktplatz und de Bremer Binnenstadt. An Ende von 17. Jahrhundert hätt ein Gesell von den bekannten Orgelbauer Ab Schnittger gruselig entdecken mogt. In de Ostkrypta von Dom hätt er pur Kisten opmuckt und da 8 Mumien entfunden. Langbi, de Ostkrypta ist auch de älteste Ruhm von den Dom. Die zweitälteste ist die romanische Westkrypta. Erzbischof Adalbert hätt er in Jahr 1066 wiet. So, kickt wir uns mal den Marktplatz, de gode Stuf von Bremen an. In dem Mern seht wie ein Plostert Hanse Otenkrüt. Dat Krüt hätt gar nix mit der Hanse zu tun, man, dat wär ein Symbol, wat früher ob de Fon und Standarten von der Hanseotischen Legion wär. Die Legion bestund ut Bürgerslü von der Hansestädter Bremen, Lübeck und Hamburg. Ob den Marktplatz für dat Hus von der Bürgershop, do find wir auch dat Bremer Lok. Mit ein Dor in Dollarin, denn lo de Bremer Stadtmuskanten jemmer Stimmen heuern. Dat Geld, wat dadurch sammelt ward, dat geit nur de Wilhelm Kaisen Bürgerhörpen. Direkt amang Viertelrothus steit de stramme Roland mit sine spitzen Knien. 1404 hebt de ut Kalkstein baut. Hei is über 5 Meter groß und steit te Haupten mit dat Rothus op de List von UNESCO Weltkulturarf. Rolands Figuren wären früher Sinnbälle für de städtischen Rechten. Die Engel ob des Nallsaal ob en himmlischen Obdrach hinwiesen. Nur dem hätte Roland, en Brudersohn von Karl den Groten, de Heeren von sin Onkel bin Kampf gegen de Heiden rett. Also historisch belegt ist das alles nicht, man die Geschichte ist so scheun. Ach, und denn ist der Roland auch noch praktisch. Hey, wies de Hökers op dem Markt, wat de Bremer Elle is. Der Abstand zwischen seine Knien meet akkurat düsse 55,37 Zentimeters. Weht ihr Bescheid? Nu lot uns mal no Rothus hin. 1613 hätte der Dingen Stil von der Weser Renaissance no 18 Jahre Bautit fertig kriegen. Typisch für die Weser Renaissance ist die Mittelagner, die meist ut nix anders als ut Finsters besteit und en flandrischen fiefstöckig Gevel het. Wenn ihr ihn führen muckt, dann könnt ihr schon die innere Hall mit ihr prachtvollen Stüttpilers ankicken. Die Hallborben habt sie früher als Gerichtssaal brugt, man auch für Festen und Sittens.
Hier fällt sünderlich de Portolen, de Stöhl und de Bille an de Wenn in Auch. Die Molerie an de Deek stammt ut dat 17. Jahrhundert, just so as de Modellshape. Meinen ganz besonderen Schatz ist sachs de Güldenkomer, der hier inbaut ist. Hier hätt ein de Gäst bei Veranstaltens willkommen heiten. 1608 hätte dat innere Stockwerk mit en vergollen Ledertopet fahrig maut. Buten is eins riek ans Nitjerein. Kiek so bloß mot dat Portol an. Tot Anfang von 20. Jahrhundert wär der Ruhm tämlich runterkommen. Die Soken, die dormol binnen wären, hebt sie ob den Müll brücht. 1905 kriegt der Jugendstilmaler Heinrich Vogeler den Auftrag, hier eins neu zu mucken. Und du hebt wir die Bremer Stadtmuskanten. Du musst ihn schon nicht allzu viel zu vertellen, bloß ein Lüttentipp, fort mo de beiden Förbein von Esel an, das sei Glück bringen. Und dann wird wir uns noch mal die älteste Pfarrkak von Bremen ankicken. Der Liebfruhnskak. Der sieht ja nun mal all von Buten anders ut als Annerkaken. Die Deckens verlobt quer über den dreischiffig Bau und auch de Torn zept all in anner Heuchte. An der Eck in Südwesten dort backt die sogenannte Gottsbut, dat Organistenhus. Dat hebt 1647 baut und ist ein von de ältesten Hüs in der Stadt. In de finster Rosette kommt wie nur de Kark rin. Lot uns mal kott kicken, wo dat do ut sein deit. Bloß 100 Meter lang ist die Böttcherstrot. Über den Innengang fällt das graude gülden Relief von den sogenannten Lichtbringer in Auch. Der Künstler Bernhard Höttger hat das 1936 in Auftrag von den Bremer Kaffeekaufmann Ludwig Roselius gemacht. In den Handwerkerhof von der Böttcherstrot kann in auch dieselben Fuhljacken mit den Terrakotta-Saut sehen. Und selbst wenn ein noch nie nicht in Bremen wen ist, dem meisten habt ihr wohl einmal von bekanntes Snorviertel heuert. Hier findt ein Mix ut aule Wohn, Wagstei und Speakerhüs ut dat 15. bis 19. Jahrhundert. Einmal feuerte dat ob de Reper trüch, die hier früher mal wären, ob de anerkannt, auch ob de Hüs und Stroten, die sich hier as ob en Snor aneinander rein daut. Und noch ein wichtigen Hinweis für den Niederdütschen. In das Snorviertel sitzt auch das INS, das Institut für Niederdütsche Sprach. Das ist die einzig überregionale Innenrichten, die sich dafür einsetzt, dass das Niederdütsche fördert wird. Die Arbeit mit Schulen, Kindergorns, Pastas, Künstlers und was weiß ich nie noch eins der Haupt. Mern ins Snorviertel, da liegt auch das sogenannte Geschichtenhus. Das ist Bremen sein lebendigste Museum. Hier vertellt Laienschauspielers ob lustig Orte, Legesocken und Bremen sein Geschicht. Ein Stünd lang kann den Sektor in aule Tiden versetzen lauten. Und die Cafés, Kneipen und Galerien und was das hier nicht sonst noch eins gibt, sind echt schnucklig. Also, je mag all, je möcht mal nur Bremen hin.